im Reden bei Gott ist, desto mehr lernen wir ihn kennen und verstehen wir ihn, werden an seinen Herzschlag herangeführt. Und das ist mein Wunsch für diese Serie, dass unsere Herzen ja in dem Sinn mehr zu Gebetsherzen werden dürfen. Wir haben ja auch so eine Gebetsexperience lanciert vor 2 Wochen mit diesem kleinen Büchlein. Ich habe die auch hinten aufgelegt. Ich wäre froh, wenn jetzt jemand die durch die Reihen gehen lassen kann, diese 2 Körblein, der hier hinten sitzt. Die sind gleich hier auf dem Tisch. Diejenigen, die wollen, können dann eins herausnehmen. Das ist so ein kleines Büchlein. Es ist auch da der Wunsch. Es geht nicht darum, dass man einfach mehr betet oder so, sondern die Dinge wirklich bei Gott zu bewegen. Ja, gebt doch diese 2 Schachteln kurz herum. Da können alle, die wollen, noch eins herausnehmen, vielleicht sogar einen Stift dazu. Vielleicht habt ihr das auch schon zu Hause. Es steht hier mein Gebet, Kampf auf den Knien. Und dann auf der Innenseite gibt es so diese Möglichkeit, dass man ein persönliches Anliegen aufschreibt, wo man vielleicht einfach auf neue Art und Weise mit Gott ins Gespräch kommen will darüber, vor Gott bewegen will. Kämpfen will, dass etwas passiert und Gott bitten, dass er eingreift und antwortet. Es gibt auf der rechten Seite dann auch Platz, um zu schreiben, wie Gott antwortet. Ist ja manchmal ganz anders, als man denkt, oder wie Gott reagiert oder wie er einem an der Hand nimmt und einen Schritt mitnimmt. Und auf der hintersten Seite gibt es auch ein paar Hinweise aus der ersten Predigt vor 2 Wochen, ja, die uns begleiten können auf so einem Gebetsexperiment. Es hat auch einen QR-Code auf der ersten Seite und dort gibt es einige Hinweise dazu. Es wird alles noch erklärt, weitere Videos, die das erklären auch und so ein paar Inspirationen geben dazu. Und das wäre eine Möglichkeit für diejenigen, die das wollen, einfach zu sagen, ja, ich will mit einem bestimmten Anliegen vielleicht einen neuen Weg gehen, neu ins Gebet einsteigen, das wieder neu aufnehmen. Vielleicht seid ihr schon lange mit etwas am Beten und sagt, doch jetzt ist die Zeit, um da einen neuen Impuls zu geben. Zu schauen, was hat Gott für eine Antwort bereit. Und auch heute, wenn wir über das Gebet nachdenken, es gibt vielleicht auch die eine oder andere Inspiration für diese Gebetsexperience, zu sagen, ja, auf diese Art und Weise will ich da mal unterwegs sein und auch dieses Gebet weiter bewegen. Und ich staune immer wieder beim Thema Gebet, wir wünschen uns ja oft im eigenen Leben, dass es so Durchbrüche gibt, dass wir einen Schritt vorwärts kommen, dass da oder dort, wo wir Hindernisse spüren, sich etwas ändert. Wir wünschen das uns auch für die Kirche, dass es Aufbrüche geben darf, dass wir Schritte vorwärts kommen. Und wenn wir schauen in Biografien von Menschen, von Christen, im Leben von der Gemeinde, von Gemeinden, dann merken wir sehr oft, also eigentlich immer hat das im Gebet begonnen, hat es im Gebet seinen Ursprung genommen. Und ich merke immer wieder, das Gebet, das Reden mit Gott, das ist eigentlich etwas so essentiell Wichtiges für jeden Einzelnen, auch für uns als Gemeinde. Und darum freue ich mich, dass wir hier unterwegs sein dürfen. Ich merke auch, ja, wenn wir dann diese Anliegen vor Gott bringen, um was geht es dabei eigentlich? Und je mehr ich über das Gebet nachdenke, desto wertvoller wird eigentlich alles, das mit der Beziehung zu Gott zu tun hat. Und auch heute, wenn wir über das Gebet nachdenken oder wenn wir beten, unser Vater im Himmel, so diese Beziehung vom Kind zum Vater, das hat so viel mit Beziehungen zu tun, mit Drehen zu tun. Es verblasst dann eigentlich so, ja, was habe ich gebetet, hat das Gott genauso erhört, man wird vielleicht sogar wütend oder so, keine Ahnung. Das geht in den Hintergrund und die Beziehung kommt immer mehr in den Vordergrund. Ich habe das Privileg, dass ich selber Vater von 3 wunderbaren Kindern sein darf. Ich war gerade kürzlich mit meiner Tochter einen ganzen Tag lang unterwegs und manchmal spürt man da etwas von dieser Kind-Vater-Beziehung, das Irdische schon da ist und bei Gott dann noch viel ausgeprägter ist, der ja unser guter Vater ist. Und ich denke oft darüber nach, wir irdischen Väter machen ja viele Fehler, sind nie perfekt, aber unser himmlischer Vater, also wenn ich denke, wie wäre ein perfekter Vater, da kann sich ja jeder seine Gedanken machen und dann denke ich mir, so ist Gott und dann noch viel besser dazu. Ich war mit meiner Tochter unterwegs, wir waren einen ganzen Tag unterwegs, wir haben, ihr könnt euch vorstellen, über viel gesprochen, wir haben über Belangloses geredet natürlich, irgendwie herumgequatscht, aber wir haben auch über Wichtiges, über Gehaltvolles zusammen geredet.
Wir waren zusammen unterwegs. Sie hat mir ihr Herz mitgeteilt. Ich habe ihren Herzschlag gespürt und ich konnte ihr auch einiges von meinem Herzen mitteilen, etwas von meinem Herzschlag. Wir waren da auch unterwegs und es gab natürlich ein paar Situationen, wo sie gesagt hat, Papi, Papi, darf ich das? Dann habe ich manchmal gesagt, ja, natürlich kannst du das. Manchmal war es nicht ganz geeignet, dann habe ich gesagt, nein, nein, das geht nicht. Manchmal war es anders, habe ich gesagt, ja, da kannst du selber auswählen, entscheide selbst. Und wir waren unterwegs und es war gar nicht so entscheidend, wie waren die Antworten, was durfte sie, was nicht und so weiter. Und das Wichtigste war einfach zusammen zu sein, zusammen unterwegs zu sein, so durch den Tag. Und das war das Wertvolle daran. Und wenn ich über das Gebet nachdenke, dass wir mit unserem guten Vater im Himmel reden, ist es genau dasselbe. Manchmal sprechen wir so richtig, wir quatschen einfach, so belanglose Dinge und reden mit Gott. Manchmal geht es aber auch um ganz gehaltvolle Sachen. Manchmal teilen wir ihm unser Herz mit und spüren beim Reden mit Gott etwas von seinem Herzschlag. Manchmal haben wir eine Bitte, ein Anliegen. Manchmal sagt er ja. Manchmal sagt er nein, besser nicht. Manchmal sagt Gott, hey, entscheide selbst. Da sind wir auf einem Weg unterwegs und je länger, je mehr merken wir, dass das Wichtigste ist, nicht einfach, dass Gott unsere Wünsche erfüllt oder so, sondern mit Gott zusammen zu sein. Mit unserem himmlischen Vater eigentlich Hand in Hand durchs Leben zu gehen, uns führen und leiten zu lassen. Wir schauen in dieser Predigtserie ja verschiedenen Leuten über die Schulter, wie sie das Gebet erleben. Und es sind wahrlich nicht alles so perfekte Gebete, die wir dabei entdecken, aber wir entdecken bei allen Leuten so diese Beziehung zum Vater, wie sie mit Gott unterwegs sind in ihren Herausforderungen. Und heute wollen wir auch einer Person über den Rücken schauen. Es spielt eine wichtige Rolle in diesem Gebet, dein Wille geschehe. Deshalb dieser Titel. Jetzt, was kommt euch in den Sinn, wenn ihr das hört? Dein Wille geschehe, in welchem Gebet kommt das vor? Ihr ruft laut. Vater unser. Bergpredigt. Ja, was? Gethsemane. Jetzt haben wir schon eine richtig gute Exegese gemacht. Vater unser, Garten Gethsemane. Wir tauchen heute ein in dieses Gebet in diesem Garten. Wir werden aber diese Verbindungen plötzlich alle wieder entdecken. Das ist absolut spannend. Also heute wollen wir einer Person über den Rücken schauen. Für mich ist das so eigentlich das Highlight dieser Serie. Wir schauen Jesus selbst über die Schultern, wie er betet in einer absolut druckvollen Situation. Und wenn wir sagen, ja, manche beten da nicht so perfekt, können wir heute jemandem über die Schultern schauen, wo wir wirklich sehen, wie er gebetet hat, wie diese Person gebetet hat, und das ist sehr bewegend. Und es ist auch ein sehr bewegender Moment eigentlich in der Geschichte von Jesus, aber von der ganzen Welt, dass wir gehen wirklich so an einen Brennpunkt. Von allen Gebeten, die wir finden in der Bibel, ist das so, ich glaube, das ist das zentralste Gebet, das wir hier entdecken, am Brennpunkt der Geschichte. Es ist der Moment in der Weltgeschichte, könnte man sagen, oder in der Geschichte der Menschheit, wo ein absoluter Wechsel stattgefunden hat, wo etwas Neues passiert ist, wo eine neue Perspektive gekommen ist, wo das Schicksal sich der ganzen Weltgeschichte verändert hat, wo wir von diesem Moment her leben bis heute, wo wir unseren ganzen Alltag als Christen gestalten können, wo es die Mächte durchgeschüttelt hat, wo Jesus einen Sieg errungen hat, wo eigentlich das Gewaltigste passiert ist, was passieren kann. Und da ging Jesus hin und hat gebetet. Und es ist sehr berührend. Wir wollen diese Verse einfach zusammen lesen und zu schauen. Also wir gehen eigentlich in einen Garten, in den Garten Gethsemane. Es ist interessant, die Menschheitsgeschichte hat in einem anderen Garten gestartet, im Garten Eden. Im Garten Eden ist die Geschichte mit der Sünde, mit der Trennung von Gott losgegangen. Und jetzt sind wir in einem anderen Garten, im Garten Gethsemane. Es ist kurz nachdem Jesus mit seinen Jüngern das Passafest gefeiert hat. Man hat den Eindruck, er hat alles gesagt, was es noch zu sagen gab. Das Wichtigste, er hat das Abendmahl eingesetzt. Sie haben zusammen gesungen, Worship gemacht, sind dann herausgegangen und es ist in dem Garten, wo eigentlich so die Rettung von der Sünde ihren Ursprung gefunden hat. Wir können uns diese Situation so vorstellen, es
Es ist wahrscheinlich schon am Eindunkeln. Wir lesen, wie die Jünger zusammen aus der Stadt herausgegangen sind, aus dem Stadttor heraus, über den Bach Kidron. Man kann das recht genau nachvollziehen, wo das war. Sie sind dann zum Ölberg gegangen. Ihr seht da so ein Bild vom Ölberg eingeblendet, wo es noch nicht alles voll war. Im unteren Bereich gab es wahrscheinlich so wirklich viele Olivenbäume. Und es gab diesen Garten Gethsemane, das Ölkelter oder Ölpresse bedeutet. Und dort ist Jesus hingegangen, irgendwo im unteren Bereich dieses Tals. Und da wollen wir zusammen lesen, beim Eindunkeln in der Nacht, in dieser Situation, wo Jesus unterwegs war. Ich lese aus Matthäus 26, es beginnt im Vers 36. Dann kommt Jesus mit ihnen, das waren seine Jünger, kommt er mit ihnen an ein Gut, genannt Gethsemane, und spricht zu den Jüngern: Setzt euch hier, bis ich hingegangen bin und dort gebetet habe. Mich erstaunt, Jesus hat ja gewusst, was ihn erwartet. Er hatte vor Augen, was kommen wird. Viele sagen Gethsemane, Ölpresse, und Jesus in dieser druckvollen Situation, man spürt etwas sogar, ja, wie Jesus unter Druck gestanden ist in diesem Moment. Und das, was er macht in diesem Moment, er geht hin und betet. Er geht hin und betet und wir merken schnell, es geht Jesus nicht darum, dass er jetzt einfach irgendeine religiöse Übung vollzieht oder so etwas, sondern er will mit seinem Vater zusammen sein, nahe sein. Er sucht die Nähe zu Gott. Und ich denke oft, wenn wir im Alltag unter Druck stehen, also ich versuche dann immer möglichst schnell Lösungen zu suchen, irgendwie einen Ausweg zu überlegen, was kann man da jetzt tun. Und ich denke manchmal, wie naiv bin ich eigentlich. Jesus geht hin und sucht die Nähe zu Gott. Wie gut ist es, das als Vorbild zu nehmen und zu sagen, wenn ich unter Druck stehe, dann gehe ich hin und bete. Ist auch spannend, Jesus sucht wirklich das persönliche, nahe Gebet mit dem Vater, alleine für sich. Wir lesen dann weiter. Und er nahm den Petrus und die 2 Söhne des Zebedäus mit und fing an, betrübt und geängstigt zu werden. Also die Jünger sind da sitzen geblieben und haben gesagt, hey Petrus, Jakobus und Johannes, so die allerengsten von den Jüngern, kommt mit mir mit. Und wir merken aber auch, wie es Jesus begann, im Inneren, in der Seele zu beschäftigen. Wie er da bewegt, betrübt, geängstigt, dass er hatte Angst. Vers 38, dann spricht er zu ihnen, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod, bleibt hier und wacht mit mir. In diesem Moment ist Jesus sehr ehrlich und authentisch. Er teilt sein Herz mit seinen Jüngern. Also ich sage mal, unser christliches Vorbild steht zu seiner Schwäche, zu seiner Angst, zu seinem Betrübtsein, zu seinen Kämpfen, die er zu kämpfen hat. Er versteckt das nicht und macht nicht einfach eine fromme Fassade. Und er nimmt hier die Jünger mit. Er sagt ihnen, hey, betet doch mit. Wenn wir an Jesus denken, kommen uns viele Psalmworte in den Sinn. Jesus hat ja oft Psalmen gebetet. Im Psalm 42 heißt es zum Beispiel, was bist du so aufgelöst, meine Seele, und stöhnst in mir? Oder im Psalm 88, denn meine Seele hat schon mehr als genug Leid erfahren. Ich bin an der Schwelle des Todes angelangt. Wir merken hier das Prophetische in den Psalmen, aber wir können uns richtig gut auch vorstellen, wie Jesus genau diese Worte dann in sein Gebet genommen hat. Er sagt seinen Jüngern, hey, wacht mit mir. Später heißt es auch, wacht und betet mit mir. Also Jesus sagt, ich brauche Gebetsunterstützung, auch in diesem Moment. Und wachen im Gebet heißt ja nicht nur in der Nacht wach zu bleiben, sondern es heißt auch im Geist wachsam zu sein, vorbereitet zu sein um das, was da kommt. Gebet auch, Jesus sagt später, betet, dass ihr selber nicht in Versuchung geratet. Also er braucht Gebetsunterstützung in diesem Moment. Und es ist auch spannend, er sagt das zu diesen 3 Jüngern, ich habe vorher diesen Namen gesagt, und dieser engste Kreis, wir haben hier so richtig gläubige, starke Männer vielleicht vor Augen, aber das sind die gar nicht.
Also Jesus bittet hier Leute um Unterstützung. Die haben kurz vorher, haben sie Jesus versprochen, Herr Jesus, wir halten zu dir bis in den Tod. Aber Jesus hat noch etwas ganz anderes vor Augen. Er weiß, die werden alle davonrennen. Der Petrus wird ihn verleugnen. Die werden schwach sein. Die werden selber den Schiss in der Hose kriegen. Haben vielleicht zuerst von sich viel zu viel gehalten. Werden dann selber ganz schwach. Aber genau diese Leute, sagt Jesus, kommt, kämpft mit mir diesen Kampf des Gebets. Ich glaube, manchmal haben wir das Gefühl, wir müssen stark sein, starke Christen sein, um irgendwie im Gebetskampf bestehen zu können. Aber Jesus lädt hier ganz schwache Leute ein. Kommt und betet mit mir. Wacht bitte. Weil beim Gebetskampf geht es nicht darum, wie stark wir sind, sondern wie stark Gott ist. Ich lese weiter. Im Lukas, in der Parallelstelle, heißt es dann, dass Jesus einen Steinwurf weit gegangen ist. Da können wir die Distanz etwas abschätzen. Also er ist alleine weitergegangen. Ist aber auch so eine Distanz, wo wir uns vorstellen können, dass die Jünger mitbekommen haben, diese drei, wie Jesus gebetet hat, was er gebetet hat, sodass sie es dann auch aufschreiben konnten. Damals war es ja üblich, dass man so laut gebetet hat und nicht nur leise für sich. Hier in Matthäus heißt es dann in Vers 39, und er ging ein wenig weiter und fiel auf sein Angesicht. Im Lukas heißt es, er kniete nieder, Gebet, Kampf auf den Knien, und betete und sprach, mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Die Worte, die Jesus gebetet hat. Also mich bewegt das zutiefst. In dieser druckvollen Situation, und er beginnt, mein Vater. Im Markus-Evangelium, andere Parallelstelle, steht sogar wörtlich das Wort Abba, das aramäische Wort für Papi, für so diese nahe Verbindung, vertrauensvolle Beziehung zum Vater. Also Jesus geht nicht irgend zu etwas Religiösem hin oder so, sondern er geht zu seinem Vater. Er sucht die Nähe zu ihm. Das ist das, was er braucht in diesem Moment, die Nähe zu seinem Vater. Und wir erinnern uns, wie Jesus gelehrt hat, dass wir beten sollen, unser Vater im Himmel. Das ist der Start, oder? Diese Nähe zu Gott, diese nahe Beziehung, so beginnt Jesus zu beten. Also Jesus geht es nicht zuerst um seine Wünsche, was er alles will, was in Erfüllung gehen soll oder so, sondern es geht ihm um die Beziehung zu Gott selber. Aber Jesus schüttet auch wirklich sein Herz aus. Er sagt, hey, wenn es irgendwie möglich ist, soll dieser Kelch, also quasi dieses Schicksal, das, was auf mich zukommt, diese Herausforderung, das soll an mir vorübergehen. Also er sagt, was in seinem Herzen ist, aber er bleibt nicht dort stehen, sondern er sagt dann, aber nicht, was ich will, sondern wie du willst. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und ich frage mich, wie ist das möglich in so einer krassen Situation, dass einer das sagen kann, obwohl er weiß, was das bedeutet. Der Weg bis in den Tod, in einen schrecklichen Tod am Kreuz. Er sagt trotzdem, dein Wille geschehe. Also ich kann mir das nur so erklären, dass Jesus voll und ganz seinem Vater vertraut. Dass er vertraut, dass er ein guter Vater ist, selbst in dieser Herausforderung. Dass das Vertrauen hat, dass es ein liebevoller Vater ist. Einer, der den besten Weg kennt. Der weiß, wohin es gehen soll, auch wenn es uns Menschen manchmal völlig herausfordert. Es muss ein ganz tiefes Vertrauensverhältnis da sein. Und das denke ich, wenn wir darüber nachdenken, wie unsere Gebete sind, das ist der Wunsch, dass wir dieses Vertrauen auch zu Gott haben dürfen. Gott, was ist dein Wille in diesem Punkt drin? Vielleicht hast du ein Gebetsanliegen aufgeschrieben bei dieser Gebetsexperience oder sonst betest du für verschiedene Dinge. Ich denke, es ist manchmal gar nicht so einfach zu sagen, ja Jesus, das wünsche ich, das wäre mein Wunsch, irgendwie so, das ist mein Anliegen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Soll es geschehen, dein Wille geschehe. Ist gar nicht so einfach. Ich kann mir so verschiedene Situationen vorstellen, zum Beispiel, wenn man die Arbeitsstelle verliert.
Dann ringt man und betet man, dass eine neue Tür aufgeht, aber dann darin zu sagen, hey, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Oder wenn man Streit mit jemandem hat zum Beispiel, da betet man und ringt man und hat schon die Lösung bereit oder was auch immer und sagt, dein Wille geschehe. Was ist denn der Wille von Gott? Wenn man selber ungerecht behandelt wird oder vielleicht lieblos behandelt wird, das kann natürlich sein von Leuten, die einem nicht so wichtig sind, aber was ist bei Leuten, die einem sehr nahe stehen, bei der Arbeit, in der Familie, vielleicht sogar in der Ehe? Da gehen wir ins Gebet und ringen vielleicht und kämpfen. Und dann zu sagen, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Ich will euch kurz bitten, mitzudenken, was passiert, wenn wir dieses Gebet beten, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Was verändert sich in so einem Moment? Darf ich ein paar Stimmen von euch hören? Ich wiederhole dann das, was man auch im Livestream hört. Was verändert sich, wenn wir beten, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe? Es kommt Frieden ins Herz. In diesem Moment lässt man los und wirft sein Vertrauen ganz auf Gott. Ihr dürft einfach rufen, die eigene Verantwortung Gott abgeben, die Kontrolle selber loslassen und dann dem in die Hand geben, der wirklich alles in der Kontrolle hat, oder? Ja. Die Prioritäten verschieben sich und werden dann richtig gesetzt, ja. Wir können an dieser Stelle noch ein Stück weiter denken. Für mich ist das so einer der zentralsten Gebetssätze, wenn nicht sogar der zentralste in der Bibel. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Jesus hat es uns ja gelehrt. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Ich lese weiter. Und er kommt zu seinen Jüngern und findet sie schlafend. Und er spricht zu Petrus, also nicht eine Stunde konntet ihr mit mir wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist zwar willig, das Fleisch aber ist schwach. Also wir sehen hier dieses kurzen Gebet von Jesus und erfahren aber dann, dass es eine Stunde, also ein längerer Zeitraum, war Jesus auf den Knien und hat mit diesen Worten, diesen Sätzen gefleht und gekämpft. Und die Jünger sind eingeschlafen. Ich finde auch beeindruckend, Jesus hätte ja allen Grund gehabt, die Jünger zu tadeln und zu sagen, hey Leute, jetzt müsst ihr mal Gas geben, jetzt geht es nicht mehr nur um euch, jetzt geht es auch um mich oder was auch immer. Aber Jesus war sehr liebevoll in diesem Moment und in Perspektive für die Jünger sogar. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr unter Druck steht. Bei mir wechselt es dann manchmal, dass ich plötzlich nicht mehr so liebevoll und geduldig bin. Aber Jesus ist zu den Jüngern und hat gesagt, hey Leute, es ist doch jetzt mega wichtig, dass ihr ins Gebet geht, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Und es geht ihm um die Jünger, was mit ihnen passiert und geschieht. Aber er tadelt sie nicht. Und er geht einfach weiter und sagt, betet, wacht und geht selber auch wieder ins Gebet. Vers 42. Wiederum zum zweiten Mal ging er hin und betete und sprach, mein Vater, wenn dieser Kelch nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Also Jesus bleibt im Gebet. Und jetzt ist es absolut spannend, wenn man das jetzt im griechischen Urtext betrachtet, das Gebet hat sich wirklich geändert. Man merkt, wie es im Gebet einen Prozess ausgelöst hat. Beim Gebet, das wir vorher gelesen haben, da gab es eine Befehlsform, ein Imperativ darin. Das heißt, dieser Kelch gehe vorüber. Gehe vorüber, das war damals die Befehlsform im ersten Gebet. Und jetzt hier etwas Zweites. So geschehe dein Wille. Das ist jetzt die neue Befehlsform. Es geschehe dein Wille. Und wir spüren, dass da ein Wechsel stattgefunden hat in diesem Gebet drin. Nicht mehr der Kelch gehe vorüber, sondern es geschehe dein Wille. Jesus ist irgendwie wie an den Herzschlag Gottes herangekommen und sagt, ich mache mich ganz eins mit dem Vater. Das Wichtigste ist, dass dein Wille geschieht in diesem Moment. Vers 43, und als er kam, fand er sie wieder schlafend, die Jünger, denn ihre Augen waren beschwert. Und er ließ sie, ging wieder hin, betete zum dritten Mal und sprach wieder dasselbe Wort. Im Lukas 22, Vers 44, was dieselbe Geschichte schildert,
Dort heißt es dann sogar, und er war in ringendem Kampf und betete inbrünstiger. Sein Schweiß wurde aber wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Also wir merken, wie Jesus so richtig im Gebetskampf drin ist und die Nähe zum Vater sucht und inbrünstig mit seinem ganzen Herzen, mit seinem ganzen Wesen eigentlich, mit seinem Anliegen zu Gott kommt. Und der Lukas, der Vers, den wir dazugenommen haben, Lukas war ja ein Arzt, der hat die biologischen, anatomischen Dinge hat ihn auch interessiert, oder? Und er schildert hier, wie die Schweißtropfen so wie zu Blutstropfen geworden sind. Es gibt sogar heute eine medizinische Bezeichnung für dieses, wie heißt das? Hämhydrose. Hämhydrose, das ist, wenn wirklich das Blut oder Blutpigmente im Schweiß sich mischt. Und das kann im Falle großer empfundener Angst, zum Beispiel Todesangst, durch das mit der hohen inneren und äußeren Anspannung verbundenen Platzen von Hautäderchen auftreten. Also wir stellen uns diese Situation vor, das äußerste Druck, aber nächste Nähe zum Vater. Wir sehen einen Jesus, der völlig schwach ist, Angst hat, die Seele zutiefst bewegt und der Gott sucht, der seinen Vater sucht. Im Hebräerbrief wird genau das aufgenommen, dort heißt es, Jesus hat alle Leiden getragen. Er kann mit unseren Schwachheiten mitempfinden. Und genau an dieser Stelle denke ich, wie gut, dass wir einen Gott haben, der weiß, wie sich auch Leiden und Schwachheit und Angst und Betrübtsein anfühlt. Sogar noch viel mehr als wir. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, da ist Jesus gemeint, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Jesus kämpft diesen Gebetskampf. Wir lesen weiter. Dann kommt er zu seinen Jüngern und spricht zu ihnen, schlaft ihr noch immer und ruht? Siehe, die Stunde ist nahe und der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünder ausgeliefert. Steht auf, lasst uns gehen, siehe, nahe ist gekommen, der mich überliefert. Ich finde dieses Bild hier von Jacques-Joseph Tissot, ein französischer Maler, sehr bewegend. Man sieht die Jünger, wie sie schlafen und Jesus, wie er dargestellt wird, wirklich als ein schwacher Mensch, gleichzeitig Gott, aber in dieser Situation drin, wie er so authentisch und ehrlich ist, wie er diesen Kampf kämpft, aber wie er kommt und sagt, hey, jetzt ist die Stunde bereit. Es ist absolut spannend quasi so, hey Leute, jetzt gehe ich dann gleich die Welt retten, kommt, steht jetzt auf, es geht los, oder? So in dem Stil. Aber ganz menschlich und gleichzeitig auch irgendwie völlig souverän und ganz göttlich. Das Gebet von Jesus im Garten Gethsemane, es ist sehr bewegend, es ist sehr berührend. Es zeigt uns, worum es beim Beten geht, nämlich die Nähe zum Vater, dass Gott mein Vater sein darf, sein will, aber ein naher, guter, liebevoller, barmherziger, ein Aber-Vater. Eine Beziehung, eine Nähe, die sogar in den druckvollsten Situationen standhält, in diesen sogar Perspektive gibt und in diesen sogar die Möglichkeit gibt, dass wir unser Herz an den Herzschlag Gottes hinführen dürfen und sagen, dein Wille geschehe. Aus vollem Vertrauen darauf, dass der Wille Gottes der beste Weg ist, das Beste, was passieren kann. Ich habe so 4 Punkte herausgestellt. Wir sind nicht an diesem Punkt wie Jesus. Wir müssen nicht die Last der Welt tragen, die Sünde der ganzen Welt auf uns nehmen. Wir haben nicht das gleiche Schicksal wie Jesus. Aber wir haben auch unsere Herausforderungen. Wir können ein paar Dinge von Jesus lernen aus diesem Gebet. Das erste ist, was mich ermutigt, Jesus traut uns schwachen Menschen Gebetskämpfe zu. Er lädt seine Jünger auch, kommt, betet und kämpft und wacht mit mir in diesem Moment. Wir müssen uns nicht besonders stark fühlen. Jesus ist sogar sehr schwach, aber völlig authentisch und das dürfen wir auch sein. Wir dürfen in unserer Schwachheit Gebetskämpfe kämpfen. Das zweite, wacht und betet.
Jesus fordert die Jünger auf, wacht und betet, also bleibt wachsam und geht ins Gebet, geht in diese Nähe zum Vater. Also er lädt sie regelrecht ein dazu, auch dran zu bleiben, wach zu bleiben, auch im Geiste wach zu bleiben, nicht einfach einzuschlafen. Er lädt sie ein mit dem, was gerade dran ist, dass sie nicht in Versuchung gerät und andere Dinge. Bleibt im Gebet dran, wacht mit mir, ringt darum, 1 Stunde, vielleicht 2, 3 Stunden hat Jesus da gebetet. Also man darf auch das, was einem im Herzen bewegt, eine Zeit lang mit dem Vater bewegen. Jesus hat ja gesagt, man soll nicht plappern wie die Heiden, weil Gott weiß schon lange, was wir brauchen. Also wir müssen nicht Quengelleute bei Gott sein. Aber wir dürfen Menschen sein, die Zeit in der Nähe des Vaters verbringen und unser Herz mit ihm teilen. Wachsam sein und dranbleiben. Das Dritte, was mich hier bewegt, ist wirklich so das Zentralste beim Beten. Es geht um die Nähe zu Gott, zum Vater. Dass wir dahin kommen dürfen, um wirklich vom Herzen zu sagen, Abba, mein lieber Vater. Ich weiß nicht, wie es dir geht, was du für ein Bild vom Vater hast. Vielleicht braucht es hier auch einen Weg, dass du Gott als so liebevollen, guten Vater verstehen kannst, erleben kannst. Aber es ist etwas Wunderschönes, wenn wir wissen dürfen, wir haben einen perfekten Vater im Himmel, der uns unendlich liebt, der noch viel besser ist, als wir uns jemals vorstellen können. Und der sagt, alles dient uns zum Besten. Zu ihm dürfen wir gehen, wenn wir Druck haben. Und das Vierte, ich denke, das ist ein Gebet in sich selber, dass wir unser Herzen Gott hinwenden können und sagen, dein Wille geschehe. Manchmal denke ich, das ist so etwas richtig Herausforderndes. In dem Moment zu sagen, nicht mein Wille geschehe, dein Wille. Und dann, was ist denn der Wille von Gott? Vielleicht etwas völlig anderes, als wir in dem Moment erwarten. Und manchmal braucht es überhaupt schon die Gnade Gottes, dass wir das aus vollem Herzen sagen können. Dein Wille geschehe. Also es darf schon das erste Gebet überhaupt sein, zu kommen und sagen, Gott, guter Vater, hilf mir, dass ich das aus vollem Herzen sagen kann. Nicht einfach, weil ich es gelernt habe im Gottesdienst oder weil es so heißt in deinem Wort, sondern aus vollem Herzen und Vertrauen, dein Wille geschehe. Und dann offen zu sein und zu hören, vielleicht bei dieser Gebetsexperience aufzuschreiben, was hat denn Gott geantwortet? Das hat dir diesen 3. Punkt, Gott antwortet. Was ist denn der Wille von Gott? Wo will er mich hinführen, hineinführen oder vielleicht hindurchführen? Ich ergänze auf meinem Zettel hier, dein Wille geschehe. So ein zentraler Satz. Und dann gespannt zu sein, wo führt Gott hin? Wo führt er durch? Wir kennen die Geschichte, die meisten kennen die Geschichte von Jesus sehr gut. Es hat wirklich in den Tod hineingeführt. Es hat Jesus alles gekostet. Aber es blieb nicht dort stehen, sondern Jesus ist auferstanden. Und die ganze Welt hat einen neuen Lauf genommen. Ich möchte gerne beten. Ja, guter Vater im Himmel, wir kommen immer wieder zu dir als Einzelne, aber auch als ganze Gemeinde. Und wir brauchen deine Nähe. Wir brauchen dein Reden. Wir bitten dich, dass du unser Herz einfach öffnen kannst und dir zuwendest. Dass wir dich immer mehr als liebenden, barmherzigen, gnädigen und guten Vater kennenlernen dürfen. Dass wir quasi in guten Momenten, aber auch in der größten Herausforderung unser Vertrauen voll und ganz auf dich setzen können. Jesus, dass wir erleben dürfen, was es bedeutet, gerade unter größtem Druck deine Nähe zu suchen und zu merken, wie du trägst, wie du dabei bist, wie du stärkst und wie du mit uns einen Weg gehst. Vielleicht einen anderen, als das unserem Willen entspricht. Aber du kannst uns auch immer mehr zeigen, was es bedeutet, dass wir mit vollem Herzen sagen können, dein Wille geschehe. Und wir bitten dich für unsere Anliegen, für das, was wir auf unsere Zettel geschrieben haben, was uns beschäftigt und bewegt. Wir haben unsere Wünsche, wir wollen unser Herz zu dir bringen.
Aber wir wollen auch sagen, wir wollen sagen können, nicht unser Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Weil du hast den besten Weg. Amen. Wir haben nachher die Möglichkeit auch für Ministry Time. Vielleicht merkst du, wie es dir schwerfällt, in einem Moment zu sagen, hey, hier soll der Wille von Gott geschehen. Dann darfst du die Leute, die für dich beten, einfach so bitten, dass sie für dich beten, auch um dein Herz aufzumachen, dass der Wille Gottes geschehen möge. Vielleicht möchtest du Gott als Vater neu kennenlernen. Auch da darfst du bitten. Vielleicht hast du auch ganz ein anderes Anliegen, darfst du zu den Gebetsleuten gehen und ihr dürft zusammen zum Vater gehen. Sie haben so einen Badge an und du darfst einfach dein Anliegen sagen, wenn du froh bist, dass jemand für dich betet. Das ist oft so ermutigend und wohltuend, wenn jemand für einen betet, für ein Anliegen und man weiß, jetzt ist es wirklich bei Gott deponiert. Wir wollen aber auch zusammen das Abendmahl feiern. Es ist auch so ein Moment, es ist ja gerade bevor Jesus in diesen Garten gegangen ist, hat Jesus selber das Abendmahl eingesetzt. Und ich lese hier auch aus Matthäus, kurz vorher, selbes Kapitel. Da heißt es, während sie aber aßen, nahm Jesus Brot und segnete und brach es den Jüngern und sprach, nehmt, dies ist mein Leib. Und wenn wir heute das Brot haben und wenn wir es brechen, dann tun wir das und denken dabei an Jesus, der seinen Leib gebrochen hat für uns, dass unser Leib nicht brechen muss und der unsere Schuld und Sünde getragen hat, ganz nach dem Willen des Vaters. Und er nahm einen Kelch und dankte und gab ihnen den und sprach, trinkt alle daraus, denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Wenn wir heute aus diesem Kelch trinken, dann ist es auch eine Erinnerung daran, dass Jesus den Kelch getrunken hat, den es brauchte, um unsere Sünde zu tragen, um unsere Schuld ans Kreuz zu nageln. Und wir trinken aus einem anderen Kelch, nämlich wir trinken aus dem Kelch des Bundes, dass Jesus mit uns einen Bund schließen möchte und sagt, ich habe für dich bezahlt, du darfst dieses Geschenk für dich in Anspruch nehmen. Du darfst dieses Blut, das ich vergossen habe, für dich als Reinigung von aller Schuld in Anspruch nehmen. Und wir denken daran, dass Jesus sein Blut für uns vergossen hat, damit unser Blut nicht fließen muss. Ich sage euch aber, dass ich von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde in dem Reich meines Vaters. Danke, Jesus, dass du am Kreuz gestorben bist für uns, dass du dein Blut vergossen hast. Danke, dass wir bis heute aus diesem Moment leben dürfen, aus deiner Gnade. Und danke, wenn wir das Abendmahl nehmen, dürfen wir daran denken und es auch so richtig verinnerlichen, mit unserem ganzen Leib erfahren, dass du deinen Leib gebrochen hast, dass wir leben dürfen und dass du dein Blut vergossen hast, dass wir nicht selber für Schuld bezahlen müssen, sondern befreit sind und eine Verbindung, ein Leben, einen direkten Zugang zum Vater haben dürfen, heute und in alle Ewigkeit. Danke, dass das damals bis heute und auch in Zukunft gelten wird und deine Zusage ist im Abendmahl. Amen. Ich möchte dich einladen, wir haben Zeit, während die Musik beginnt zu spielen und während den nächsten Liedern. Ihr könnt nach hinten gehen und dort ist der Tisch gedeckt. Der Tisch des Herrn ist quasi bereitet. Du darfst ein Brot nehmen und einen Kelch, einen Schluck Traubensaft nehmen. Wenn du damit bezeugen willst, dass Jesus auch für dich gestorben ist, dann geh nach hinten, nimm das für dich in Anspruch, geh ins Gebet, bewege das mit Gott. Du darfst auch während diesen Liedern die Zeit nutzen und Ministry Time in Anspruch nehmen, auf die Leute mit dem Badge zugehen. Sie werden sehr gerne für dich beten. Du darfst diese Worte weiter in deinen Gedanken bewegen. Dein persönliches Gebet, Gespräch auch mit dem Vater, er ist jetzt da und hört dir zu. Du darfst dieses Gespräch mit deinem Vater führen und wir werden dann auch einstimmen in die Lieder, um zusammen weiter zu beten, mit unseren Liedern Gott anzubeten und eins zu werden in diesen Gebetsanliegen.